Ich will nicht mehr an die Bilder denken, die ich ganz klar sehe. Ich glaub, es geht vielen so, mit Schmerzen und dem Leben. Mein Herz ist gebrochen seit der ersten Nacht, in der ich sah, wie ein Mann alkoholisiert schon mal was Falsches tat gegen eine weinende Frau vor seinem weinenden Kind. Ein schreiender Sohn und Mutter, womit die Story beginnt. Es war ein kluger Mann, der leider irgendwann das Glas sah. Ob die Waffe ist das Glas, die Munition, der Alkohol. Wer weiß schon, warum es ihn traf, warum es Schmerz gab, warum die Liebe zerbrach und bald die Scheidung da lag. Auf keinen Verrat, es war ja Hass aus großer Liebe, denn meine Eltern haben sich geliebt und dann geschieden. Ich hab nachts auf wach gelegen, mich gefragt, wo soll ich leben? Mit 10 kam die Entscheidung nach viel Tränen und Gerede. Ich bin fortgegangen, hab meine Mutter echt verlassen, sie mit Schmerzen gelassen, ein Knall wie Bomben, die krachen. Ich kann's bis heute nicht fassen, wie ich fast über ein Jahr meine Mutter nicht sah und mich bis heute verschäme. Ich lebte bei meinem Vater mit gemischten Gefühlen. Es gab viele tolle Tage, doch auch Alkohol im Spiel. Ich hab erst ziemlich spät gemerkt, dass er wirklich krank ist und wollte weiter bei ihm leben, bis er vielleicht mal geheilt ist. Ich fürchte, dass es Zeit ist, die Wahrheit auszusprechen. Ich sprenge meine Ketten, um mich selbst von mir zu retten. Es ist wie ein Stechen, das ganz tief im Herzen sitzt, doch heute spüre ich Hoffnung, dass es wahre Liebe gibt. Es ist mein Leben